Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, alles klar. Aufregender Tag für mich heute, weil ich letzten Donnerstag, das heisst vor einer Woche, erfahren, dass mein Oculus Rift DK2 auf dem Weg ist und dass es entsprechend eine Woche später etwas eintreffen soll. Das heisst heute. Ja, jetzt ist das heute auch tatsächlich eingetroffen. Die Freude war gross, als der UPS-Mann schön in Braun am Eis mir das Paket vorbeigebracht. Das war so eine Kartonschachtel. Das Mal ist die Verpackung vom Rift eher ein bisschen umweltfreundlich, was ich sehr sympathisch finde. Screech kennt die ganze Story schon, hä? Hallo? Ich erzähle es jetzt aber gleich noch einmal, und zwar für alle anderen. Es ist so, dass ich dann das Rift bekommen habe, eben das DK2, hier seht ihr. Es ist halt einfach wieder mal so eine 3D-Brille. Es ist ja nicht, sieht man es? Ja, ich hoffe es. Es ist ja nicht etwas wahnsinnig Spektakuläres. Und ja, ich muss sagen, ich war recht enttäuscht, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, weil beim ersten Oculus Rift, beim DK1, hat eigentlich alles ziemlich geil und schnell funktioniert. Es war mehr oder weniger Plug and Play, es waren nicht ganz so viele Kabel und klar, es hat einige Nachteile gehabt, wie das Gitterliniennetz, wo man halt gesehen hat, in das einzelnen Pixel, die Auflösung war nicht so groß gewesen. Es hat nicht unbedingt gemerkt, wo man sich vor der Position befindet, sondern hat nur gemerkt, wie man halt den Kopf drehen. Und jetzt haben sie einige von diesen Sachen haben sie beim DK2 korrigiert, aber sie haben auch andere Punkte eingeführt, wo wir eben ziemlich auf den Sack sind gegangen. Und da möchte ich jetzt ganz kurz noch zeigen, hier hinten auf dem Bildschirm, neben meiner normalen Webcam ist jetzt die Kamera vom Oculus Rift DK2, und zwar tut die Kamera eigentlich feststellen, wo befindet sich das Rift, und abhängig von dem kann man jetzt eben auch so ein bisschen vorlehnen, wenn man in irgendeinem Raumschiff hockt und so, und das wird eben auch jetzt im Game wieder gespiegelt. Das ist jetzt beim DK1 nicht gegangen. Was jetzt einfach ein bisschen leid ist und was man fast gar nicht sieht, aber das reicht, wenn ich es erzähle. Die Kamera hat zwei Kabel, eins geht als USB, dieses Kabel geht so ein Büchschen hier hinten, wo noch jenste andere Kabel reinstecken. Das Rift hat ein stabiles Kabel, aber das Ding verdreht sich schneller, als man irgendwie zuschauen kann. Und ja, ich weiss nicht, es sind mir einfach zu viele Kabel. Effektiv für Consumer Version, also die dann offiziell im Laden verkauft wird, hoffe ich ganz, ganz fest, dass es möglichst wireless wird sein. Und ich weiss, wireless hat man auch immer ein bisschen Lampen mit dem Strom und sonstigen Faktoren. Aber nein, es ist einfach nicht gäbig mit diesen ganzen Kabeln. Und dass es jetzt fast doppelt so viel geworden wie beim DK1, das ist, ja, es ist nicht so gäbig, wirklich. Was sich ein bisschen geändert hat, sind die Linsen. Es gibt nur noch zwei Typen, anstatt drei. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten irgendwie. Ich bin ja ziemlich kurzsichtig und es sind auch nicht beide Augen gleich. Und von dem her sehe ich mit einem Auge jetzt im DK2 effektiv ein bisschen schlechter. Und das war beim DK1 nie ein Problem gewesen. Und nur schnell als Referenz, ich habe das DK1 gestern noch zum Zocken gebraucht. Also mir ist schon noch einigermaßen präsent, wie das Ding dann gewirkt hat. Von dem her ein bisschen gespässiger Schritt mit den Linsen, aber was wollte ich machen, was wollte ich sagen? Irgendeine Überlegung, eine gute, hoffentlich wird schon dahinter sein. Sonst ist die Verarbeitung auf jeden Fall ein bisschen besser vom Ganzen, wirkt schon ein bisschen professioneller, aber die Probleme haben eigentlich erst angefangen, als ich dann die Software gestartet habe. Und zwar hat man jetzt hier einerseits ein bisschen Software müssen installieren, dass es überhaupt geht. Das ist der Unterschied zum DK1, dort hat man das nicht müssen, das war nur optional gewesen. Hier muss man. Und dann haben die Probleme eigentlich angefangen. Ich habe es zuerst mit meinem Desktop-PC probiert, das ist Windows 8.1. Dort habe ich eigentlich nur eine Testsequenz zum Laufen gebracht, Games kenne ich. Und mit dem Laptop, den ich das Windows 7 am Laufen habe, dort ist es dann gegangen. Aber auf Reddit bin ich dann ein bisschen lesen, wo ich auf die ersten Probleme gestoßen bin. Es gibt so viele Einschränkungen. Man darf zum Beispiel den Wireless-Dongle vom Xbox 360 Pad, den ich am PC sehr häufig brauche, sollte man gar nicht erst anschließen. Alle Logitech-Treiber für Lenkräder, Tastaturen oder so, Mäuse, sollte man alles installieren, weil das könnte zu Problemen führen. Man sollte nicht USB 3 brauchen und mein Desktop-PC hat nur USB 3. Also es sind keine Blassen. Nur Kinderkrankheiten, die sicher in den nächsten Tagen oder Wochen gelöst werden, aber
ich bin mir schon bewusst, dass das nur für die Entwickler wäre, eigentlich das DK 1 und 2. Aber gerade weil das 1 so gut funktioniert hat, bin ich echt jetzt enttäuscht vom 2. Es ist so mühsam. Und ich habe in den letzten paar Stunden extrem viele Informationen, eigentlich eben von Reddit vor allem reingezogen. Und dort stehen einige Lösungen, einige Workarounds. Man kann jetzt mit einem Extended-Modus, mit einem zweiten Bildschirm, wo dann zu Riften sein, sollte man irgendetwas machen können, dass es dann auch mit Games, die eben für das DK 1 gemacht wurden, funktionieren. Weil das ist dann das nächste Problem. Im normalen Zustand funktionieren nur Games, die für das DK 2 gemacht sind. Mit dem DK 2. Und das sind etwa 2 oder 3 Games, also eigentlich ganz leid, weil gerade beim DK 1 sind so viele Games rausgekommen, wo sie hier die Jam haben gemacht haben. Und es gibt jetzt schon so kleine Programme, die gewisse Leute, halt Privatleute gemacht haben. Und das verstehe ich einfach schon nicht. Bei Oculus ist so viel Geld dahinter, mittlerweile mit dem Facebook. Man könnte meinen, dass die schon ein bisschen etwas, ja, schon ein bisschen etwas, wo ein besser ausgearbeitet ist, für einen Benutzer auf den Markt zu werfen. Und auch wenn es nur für die Entwickler ist, es leuchtet mir echt nicht ganz ein. Aber die Erklärung wird vermutlich sein, dass sie so schnell wie möglich das Zeug ausliefern wollen. Und das haben sie jetzt eigentlich auch gemacht. Es ist jetzt wirklich ans Hand gegangen. Screech war auch schnell da, hat auch kurz getestet und ihm hat es ein bisschen besser gefallen, obwohl das nicht die richtigen Linsen drin waren für seine Augen. Und ich muss jetzt schon noch ein bisschen üben und lasse mich auf jeden Fall wieder begeistern. Aber ihr könnt euch eben vielleicht noch an mein erstes Oculus Rift Video erinnern. Dort bin ich ja ziemlich durch den Wind von lauter Begeisterung. Und eventuell war einfach mein Hype auch viel zu gross für das Teil, für das DK2. Und es hat es echt nicht erfüllt. Ich finde sogar, dass die Auflösung ein bisschen weniger gut ist als bei dem, was ich letztes Jahr an Gamescom ausprobiert habe, aber das ist einerseits schon ein bisschen länger her und andererseits habe ich vielleicht wirklich noch ein paar Sachen, die ich von Software her korrigieren muss. Ich behalte ihn auf jeden Fall auf dem Laufenden. Am UPS-Mann habe ich glaube ich noch 46 Steine müssen drücken für die Lieferung, also gesamthaft habe ich jetzt in Schweizer Franken umgerechnet ist das Rift 270 Steine gewesen, also etwa ja 320 Stutz ausgegeben oder so für das Ding. Und ja, momentan scheint es noch gerade so ein bisschen verarscht gewesen zu sein, aber das wird sich auf jeden Fall sicher erklären. Oder ich hoffe es auch. Ja, das wäre das erste Update gewesen. Ich versuche natürlich Wolfenstein zwischendurch wieder ein bisschen zu droppen, das ist klar. Und vielleicht jetzt auch zwischendurch mal ein Rift-Video wieder, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie die Eindrücke sind. Es sind zwar nicht Millionen von Views, die Rift-Videos bekommen haben, aber ich glaube, die wenigen Leute, die es interessiert, die freuen sich gegebenenfalls schon um ein paar Informationen. Ja, ich bin langsam wieder ein bisschen müde. Die Sonne ist zwar erst gerade am Untergehen, aber das Baby gibt einfach schon zu tun. Und dann nebenbei noch arbeiten und versuchen, die Rift-Probleme zu lösen. Ja, heute war nicht der einfachste Tag, aber eben, das ist sowieso noch ein Luxusproblem. Ich schätze mich glücklich, dass das Ding bei mir ist angekommen, dass es einigermaßen funktioniert. Und alles andere wird sich das schon geben. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wenn ihr euch das Video immer reinzieht, macht's gut. Ciao zusammen.